Der Versverbrecher von Hans Glückstein. So 'n Dichter is klägliches Wesen. Kein Mensch, der will so Bücher lesen. Der arme Kerl wird kritisiert, wird rumgezerrt und schikaniert, man lässt ihn endlich runterlaufen. Doch keiner will so Bücher kaufen. Und wenn man braucht so Dichterkunst, dann will man sie für umsonst. Mit allerhand, da überrennt man. Bloß wenn man Anschläge hat, dann kennt man. Gezwungen wird der Ase dichten, der Urgroßonkel und die Nichte, die Namenstag von Verwandten, die 70-jährige Stadtbestände, ein 14-faches Jubiläum, 2 alte Scherben im Museum, ein goldbronziertes Stiftungsfest, der Einzug in ein eigenes Nest, die frisch geweißelt fremde Stub, die Gründung vom Kegelclub, der Sieger vom Fußballtreffer, die erste Hosse von me Neffe, der Vorstand beim Vereinskonzert, die Sängerin wo Lieder blatt, ein Turnerfest am grünen Rai, die Metzelsupp, der neue Weih, die Kerb, der Schatz, ein Blumenwesel, die Neizeit und die alte Esel. Na ja, ihr Leid, ich kann euch sagen, so 'n Dichter kann jo viel vertragen. Und hat er so sein Kohl verzappt, sein Verselscher zurechtgebappt, wird hinrum noch räsoniert, und heißt, der Dackel fantasiert, der macht e Zeich, da wird's übel, dem rappelt's scheint's im Oberstippel, den hat e Schnook ins Hirn geritzt. Bedanke noch, der Kerl is gspritzt.